Der Stream wird ab jetzt live übertragen. Wir sind so live. 2 Minuten früher. Ja, Verzögerung. Hat sie dann aus. Ja, kommt auch noch dazu, ja. Und zu früher kommen wir, für das stemmen wir ja mit unseren Schwänzen. Zumindest habe ich das von deiner Frau gehört, Seppi. Ja, soll es geben. Die plaudert da immer ein bisschen aus dem Nähkästchen. Sehr geschwätziges Waschweib. Ja, ja. Das ist. Ich weiß nicht, wie sie das aussetzt. Schwierig. Sehr schwierig. So, Seppi. Hilfe. Ja, schön auf Anschlag und Lautstärken her, mich selber. Zauberhaft. Seppi, schön, dass du da mal dabei bist beim Kassettenschmerz. Ja, ausnahmsweise. Ausnahmsweise. Ja, so jetzt mal machen. Schön, der Krawallmaus ist gleich am Start. Schönen guten Abend, Madame. Das ist sehr pünktlich, sehr schön. So mag ich das. Geht's So gleich mag weiter? ich das, ja. Ja, der Jetzt haut es einer, du. Ja, und der Sesselberger. Grüßt euch. Servus. Ja, Corby hat sich dazu entschieden, dass er heute ins Landauer Volksfest geht und sie die Birne zulötet. Ich muss kurz intervenieren. Mein Roboter hat gerade gesagt, Beginn der Reinigung. Ach so, Klassiker. Also haben wir schon mal die erste News, dass der Seppi immer noch nicht geschafft hat, zu Aufnahmezeiten seinen Roboter nicht laufen zu lassen. Ich vergiss das permanent umzustellen. Es ist, naja. Naja. Außerdem bei dir schaut es eh so aus, als würdest du ihn jetzt mehr ausschalten. Ja, das stimmt. Da kann ich gar nichts dagegen sagen. Assi-Bude. Ja, Mike hat es auch wieder mal nicht geschafft. Danke, Mike, dafür. Never Rave Masado. Dabei letztes Mal, ne? 2 Mal hat er es jetzt einmal geschafft. 2 Mal ist er von seinem hohen Ross runtergestiegen und hat gesagt, er mag da mal was mit. Stark. Kotzt mich, der Kerl. So. Jetzt haben wir alle ausgerichtet, passt. Können wir weitermachen. Never Raven, Hobadiri. Seppi, was hast du denn für tolle Neuigkeiten dabei? Hast du irgendwas gefunden in der Woche, wo du sagst, das ist wert, dass es unsere 48.000 Zuhörer verzeiht? Nein, überhaupt nichts, weil ich total desinteressiert durchs Leben wandert. Ich habe quasi überhaupt nichts. Ich sitze einmal noch da und ein Stichwort geben. Okay, passt. Dann lassen wir es einfach bleiben, oder? Da ich sagen. Gut. Ja, ist mir eine knappe, kurze Newsgeschichte. Da hätte ich auch sagen. Natürlich einen Haufen wahnsinnig geilen Jazz dabei. Es war natürlich nur ein Späßchen, sowas da ich nie da. Du bimmst so lustig. Ich bin eins lustig. Ja, ich bin so lustig schon. Was haben wir gelachen? Ich habe geile Sachen dabei zu Verfilmungen. Ich habe was, das Allerwichtigste habe ich dabei zum Thema Wrestling. Catchen, und, was ist? Catchen und ein bisschen was Superheldenmäßiges und ein bisschen was brutaler Dünnsches-mäßiges. Ich habe was mit Monster und Superhelden, mit schwule Vampire und schwule Piraten. Oh, fangen wir heute mit den Superhelden oder die Song, hä? Ja, dann hauen wir aus. Was hast du für Superhelden dabei? Green Lantern. Oh. Die völlig unterschätzten habe ich dabei. Da gibt es jetzt, hat HBO anscheinend offiziell das Go gegeben, dass die Serie Lanterns in Auftrag gegeben haben. Showrunner soll werden der Damon Lindelof, den kennt man vielleicht von Watchmen, und Chris Mundy von Ozark, von der Netflix-Serie. Die soll ich auch mal anschauen. Die ist gar nicht schlecht. Ich habe die erste Staffel damals angeschaut und dann habe ich es irgendwie vergessen, weil dann, ich glaube, die zweite ist dann lange nicht gekommen. Ich habe die erste Folge angeschaut. Ja, schon, ja. Das ist auch was. Ja, Drehbuchautoren ist zum Teil der Tom King, der für Batman und Supergirl schon verantwortlich war. Und es soll angeblich 8 Episoden umfassen in der ersten Staffel. Also, das sind so die Kerninfos. Kann geil werden. HBO ist für gewöhnlich ganz gut. Definitiv, ja. Und ich habe auch gelesen zu die Green Lanterns, dass das anscheinend im Stil von True Detective werden soll. Ja, das war natürlich Wahnsinn, weil das ist natürlich hier Champions League. Das war halt schon, ja, das war halt richtig geil. Und wieso hast du nicht den super Wortwitz gemacht, dass du gesagt hast, Green Lantern hat grünes Licht bekommen? Wie kannst du so eine tolle Chance vergeben? Ich war zu nervös einfach. Ich bin okay, verstehe. Ich wollte einfach keinen Fehler machen. Ja, das okay. Gibt's wieder Dresche vom Chef. Ja, gibt es definitiv Sackschellen. Derer viele.
Ja, ich hab eine kurze News zu Superhelden. Das MCU ist ja 2024 ziemlich ruhig. Wir kriegen ja gerade noch I Guess All Along, die Serie, meine, und Deadpool 3. Dafür sind schon die nächsten zwei Serien abgedreht, und zwar Wonder Man und Ironheart. Ironheart haben wir ja in Black Panther 2 schon sehen dürfen. Was hast du Black Panther 2 Mhm. gesehen? Nein, am Ah, okay. ersten nicht. Say, what? Ja, ein paar habe ich auslassen, muss ich ganz ehrlich sein. Den ersten finde ich eigentlich ganz cool. Der zweite, der war so 50-50. Da war der ja schon nicht mehr dabei, oder beim zweiten? Genau, da ist er schon, Hauptdarsteller, der ja da ist leider er von schon, uns gegangen ist. genau. Da wird die Fackel dann schon weitergereicht. Und wie gesagt, wir haben halt auch dann die Einführung von der Ironheart und vom, wie heißt der Bese, Namor, oder? Namor hat er geheißen. Hammer, ja. Genau, den haben wir da. Auf den bin ich gespannt, ob es mit dem noch mehr, ob man von dem noch mehr sehen. Werden wir wahrscheinlich definitiv noch mehr sehen, weil der war an sich so die interessanteste Figur in diesem Black Panther 2 Film. Und dann hat der Kevin Feige verzeiht, dass mit Fantastic Four geht's ja endlich voran. Und er soll anscheinend in den 60er Jahren angesiedelt sein. Und was ich wieder ein bisschen bizarr finde, dass er nicht in der normalen MCU-Timeline-Universum mitspielt, sondern er soll anscheinend in einem alternativen Universum mitspielen. Mit diesen ganzen Zeitstrahlen und so weiter kann man das ja natürlich machen, aber ich bin dann gespannt, ob wir die Gang dann ordentlich mal irgendwo bei uns im MCU, im normalen, kriegen. Hoffe ich. Ja, da bin ich ja gespannt, wie sich Immer das noch. einreihen wird. Hast du den Dr. Strange 2 gesehen? Ja, im Kino. Mit dir. Waren wir bei Dr. Strange 2 miteinander? Das ist der vom Sam Raimi, oder? Der zweite Ja, gewesen. genau. Ja. Ah, dann habe ich den sogar zweimal angeschaut, scheinbar, weil ich hab den so auch noch mal gesehen. Ja, dann weißt du weil jetzt ist der Pedro Pascal gecastet als Mr. Fantastic, und ich fand dann John Krasinski, den wir da eben ja auch als Cameo dann gesehen haben, den hätte ich noch geiler gefunden, muss ich sagen. Ja, der war schon stark gewesen. Wobei Pedro Pascal ist immer Bank, also Der geht auch. geht Der schlechter kann, auf alle Fälle. der kann schon etwas. Das war's aber, glaube ich, mit Superhelden-News. Außer du hast noch irgendwelche coolen Superhelden-News. Wenn man Wrestler als Superhelden bezeichnen kann, dann ja. Definitiv, sie sind zum Großteil Helden meiner Kindheit. Aha. Ja gut, dann gehen wir gleich ins Catchen über. Catchen, Wie ihr vielleicht Catchen. alle schon wisst, ist ja die WWE nächstes Jahr auf Netflix zum Singen. Also ab Januar kann man sich die regelmäßigen Live-Shows anschauen und auch die ganzen Pay-Per-Views. Und momentan ist ja die WWE so ein bisschen in einem Wandel. Der Mr. McMahon ist ja nicht mehr da, der alte Perversling. Den haben sie am Eikasteln, oder zumindest versuchen sie es. Und jetzt hat der Triple H das Ruder übernommen, und seitdem ist die ganze Geschichte auch deutlich erwachsener und deutlich besser. Es gibt viel ausgereiftere Storylines. Ich weiß nicht, hast du das mitgekriegt zufällig, die Wired Six, wie die gekommen haben? Na? Wahrscheinlich auch nicht, oder? Muss ich dir mal schicken, ist ziemlich geil inszeniert. Das ist so ein bisschen so eine Psycho-Horror-Storyline. Und es ist halt alles ein bisschen erwachsener geworden jetzt einfach. Ach, Und war das da, wo der Publikum Alexa Bliss dann auch teilweise in so einem Horror-Ding umeinander gerannt ist? Das war damals, also das war der erste Run sowas, aber der Bray Wyatt, der da hauptsächlich Ja. verantwortlich war damals, ist dann gestorben in der Zwischenzeit, und jetzt haben Ja. sie das quasi ihm zu Ehren wiederbelebt, und sein Bruder ist jetzt da quasi die Hauptrolle. Also. Das machen sie jetzt quasi nochmal neu, und das ist, die haben quasi eingeführt worden und haben alle im Backstage-Raum so umgebracht, also überall ein Leichen gelegen und Dodi und so, was jetzt nicht so üblich ist fürs Wrestling. Ja. Also hat jetzt schon ein bisschen einen ernsteren Ton teilweise. Jedenfalls nimmt er das Publikum ein bisschen Fahrt auf und hat ein paar Chants letztes Mal rausgehauen, fuck the Pacers und so weiter, weil da waren zwei Basketballer da von der NBA, viel Stinkefinger angesagt worden. Und der Fernsehsender, auf dem Wrestling aktuell läuft, der nimmt sie da immer aus bei so Live-Übertragungen, dass er dann selber aktiv zensiert. Mhm. Jetzt war da quasi oft öfter mal kurz ein schwarzer Bildschirm zum Singen, oder sie haben einen Ton abgeschalten, dann hat er seine Sachen, was natürlich für so eine Live-Show dann ziemlich beschissen ist, weil das nimmt ja den ganzen Flow aus der Sendung. Ja, ist wirklich, also Und voll da muss bescheuert. die WWE jetzt ziemlich frustriert drüber sein, weil das gefällt ja auf sie zurück, weil die Leute meinen ja, sie haben das quasi geschnitten, dabei war das der Fernsehsender. Fox ist das übrigens.
Und auf Netflix wird das Ganze nicht mehr passieren. Also auf Netflix sehen wir dann genau das, wo es passiert. Und da nimmt keiner mehr, kein Dritter mehr irgendwie schneidet umeinander. Also da wird es dann so geschehen, wie es geschehen ist. Und das finde ich zum Beispiel bombengeil. Die ganze Netflix-Sache ist eine super Geschichte fürs Wrestling. Da können wir uns alle freuen. Ihr habt ja alle große Wrestling-Fans. Ich weiß das ja. Im Ich Herzen steige wieder ein. catcht. Bei Wurscht. Netflix Es ist steige ich wieder momentan, mit ein. ohne Scheiß, es ist so gut wie noch nie. Es ist wirklich, wirklich geil momentan. Mhm. Kann ich nur empfehlen. Geile Geil war es auch, Storylines, richtig geil geil. war's auch, wenn du ein bisschen besseres Licht hättest, damit man dir komplett sieht. Habe ich schlechtes Licht? Du schaust irgendwie aus, als wärst du da schwebender Kopf. Ist jetzt besser? Ja, jetzt ist es besser. Geil. Dann sieht man das Gesicht Schön. aber besser. Für Teufel mal wieder dunkel. Wir machen mal so. Ja, genau. Ich hätte eigentlich nur ein News dabei gehabt, der hätte es mich gefreut, wenn der Corby halt dabei war, damit er wieder einen Zungenbrecher von sich lassen kann. Oh, Weil an Danny Villeneuve, sein neuer Film ist angekündigt worden. Man weiß zwar noch nichts Genaues, es ist nicht Dune 3, da glaube ich, führt er gar nicht Regie, das wird er nicht bei anderen machen. Aber wir werden auf alle Fälle am 18.12.2026 den neuen Danny Villeneuve-Film anschauen dürfen. also wir haben ein Startdatum, aber wir wissen noch nicht für was. Nein, genau. Geil. Ja, das sind immer die besten News, die sie irgendwo raushauen. Ja. Weiß ich nicht, was Einfach das irgendwas soll. geschissen. Ja, weiß nicht, was das soll. Aber es ist wichtig, dass wir mir das auch wissen und dann kann man nämlich jetzt halt irgendwann mit seinen Filmkumpels schmerzen und sagen, hey, an Villeneuve ist ein neuer Film kommt im Dezember 2026. Cool, was für einer? Das weiß Keine keiner. Ahnung. Das weiß er selber anscheinend nicht. Was wir aber zumindest sicher Ja. wissen, ist im Jahre 2027, nämlich genauer am 26.03., kriegen wir unseren nächsten Godzilla-Film. Oh, Stark. oh yeah. Hab ich Wissen wir wieder. da schon irgendwelche Details? Nein. Nur, dass anscheinend der Adam Wingard jetzt nicht mehr Regie führen wird, wie es ursprünglich einmal geheißen hat. Das ist, ich glaube, so wie in irgendwelche Kassetten-News vor, was weiß ich, wann einmal schon eine Zeit, wer da jetzt die Regie übernimmt, aber ich weiß es nicht mehr. Ein Regisseur halt einfach. Ja, genau. Sehr schön. Ich kann da auch noch was zu große Echsen verzeihen. So große Echsen, verzeih mir was. Und zwar wird ja zu meinem Leidwesen Jurassic World weitergeführt. Das hört ja leider nicht auf, der Mist. Allerdings, die gute Nachricht ist, storymäßig knüpft es nicht am letzten Teil an, sondern es wird eine neue Geschichte. Sehr schön. Und eine von den Hauptrollen übernimmt Scarlett Johansson. Oh yeah. Das besser hätte ich das nicht sagen können. Ja, was anderes kannst du nicht sagen. Ich fürchte natürlich, dass das der einzige Lichtblick wird, weil die ganze Reihe von vorn bis hinten scheiße ist, das ganz aus ist. Das stimmt nicht. Also die neue, wohlgemerkt, Der erste jeden Teil ist- bombengeil. Der erste war gut. Geht der so. erste war Der gut. war schon scheiße. Der hat schon Nein. angedeutet, wo das alles hingeht. Deine Mama ist scheiße. Das war ziemlich krasses Foreshadowing. Nee. Jedenfalls hat Scarlett Johansson gesagt, dass Jurassic Park ihr Leben verändert hat und sie ist immer schon ein großer Fan und will seit 10 Jahren schon mitspielen. Mhm. Bla bla bla. So ein Klassiker, Jetzt wenn hat du er sich Making-of so schaust Ja. mit den Interviews. Oh, es war so toll, es war ein Traum, wir haben uns so gut verstanden. 10 Jahre drauf gibt es eine Anzeige wegen Hashtag MeToo. Genau. Ja, lauter so eine Sachen hat es von sich gegeben. Und der beste Satz, den ich absolut als gigantisch glaubwürdig erachte, ist: Das Drehbuch ist unglaublich. Ja, das habe ich auch schon gelesen. Ja. Das glaube ich sofort. Das ist safe, 100%ig. Wird Die- brutal. Die sollen einfach sowas machen, das funktioniert doch am besten wie Jurassic Park 1 und 2, wo sie ja mit Jurassic World, sagen wir, mehr oder weniger noch gemacht haben. Einfach ein Park, in dem es eskaliert und die Viecher rennen rum und essen leider, aber dann halt nicht brunzblöd, sondern einfach cool. Ja. Fertig. Oder auf einer Insel, weißt du, wie beim zweiten Jurassic Park. Auf einer Insel sie irgendwie durchkämpfen müssen und wo die Viecher gejagt werden, das war alles so geil. Aber, ja, wie gesagt, also, sie hätten ja sogar, die Story kann ja von mir aus dünn sein. ja, Aber die, diese was möchtest du Szenen und großartig die Sachen, machen? was sie da gemacht haben, das war ja, Ja. teilweise so ein hanebüchener Scheißdreck. Der muss mir doch spätestens beim Drehen auffallen, dass das Rotze ist. Ja. Kein Mensch auf dieser Erde fliegt in einen gefrorenen See und hupft dann aus und tut so, als wäre er, weiß ich nicht, sogar aufgewärmt. Also, Ja, aber das war dann im dritten, oder? War das, gell? ja, das ist ja also furchtbar. Weil über den Richtig dummer dritten- Scheiß halt einfach. Über den dritten brauchen wir eigentlich gar nicht mehr reden. Nein.
Wo du so geil gesehen hast, dass diese Schauspieler nie miteinander die Szene gedreht haben. Ja, genau. Bei Und den wo er Dialogen und so. mit einem Lasso Dinosaurier fangt und dann alleine Ja. halt. Und Also, dann, ja, genau. Und dann immer bei jedem Dino. ja, genau, die Handgeste. Ja, Oh, hau ab, ey. Hau mir ab, ey. Grausamst. das Ja, war es kann sehr nur stark. besser werden als Jurassic World 3. Ich müsste Auf alle Fälle. mir Jurassic World 2 mal nochmal anschauen, den habe ich nur im Kino gesehen. Und damals bin ich mit sehr gemischten Gefühlen ausgegangen, weil es am Ende war es zwar irgendwie cool mit dem in dem Haus dann, weil es hat irgendwie so ein bisschen so Home Invasion Vibes gehabt, gerade mit Saurier drinnen. Das Einzige, was halt mich beim ersten Jurassic World und beim zweiten schon genervt hat, sind diese genmanipulierten neuen Viecher, die sie da gemacht haben. Die haben mich, keine Ahnung, Ja, brauche ich nicht. Ich mag einfach stinknormale Dinos haben, die umeinander trampeln und die Leute essen, fertig. na, da wollten sie es ein bisschen in einen eigenen Ding reinhauen, aber nee, unnötig. Ja, das lassen wir mal. Das lassen wir mal, würde ich sagen. Es geht nur ein Franchise, beim weiteren Franchise soll es weitergehen. Flucht der Karibik. Der, Gott sei Dank. ja, das ist ganz wichtig. Ja. Da waren ja die letzten 4 schon nicht völlig beschissen. Ja. Ja, lassen wir mal den ähm, ersten vielleicht außen vor, der war gar nicht so schlecht. es gibt eine 5. Und schon her. So Ja, gut bin ich informiert über das ja, schon Franchise, her. über die Ja, Franchise ja. mittlerweile. Den Was ist denn ersten, der fünfte? das war der Fluch des Salazar, kann das sein, irgendwie so, mit dem Antonio Banderas hat schon mal gesagt, na, mit dem Besen von James Bond, Skyfall, wenn du den gesehen hast. Ah ja, jetzt klingelt es wieder. Jetzt weiß ich wieder, dass es den gibt, ja. Der, wie heißt der denn? Ja, No Javier Country for Old Bardem, Men oder so. Ja, genau. Javier Bardem war das, genau. Genau. Ist An eigentlich ein sehr dem, guter Schauspieler. ja, ich kann mich aber an den Film so gut wie nimmer erinnern. Also kann er nicht so gut gewesen sein. Und deswegen habe ich ja gesagt, die letzten 4, weil ich finde den ersten, den finde ich wirklich richtig gut. Der macht heute noch voll Ja. Spaß zum Anschauen. Aber ab dann wird das so ein Scheißdreck mit so viel lächerlich unschön geskripteten Action-Szenen und lauter so Mist. Das ist einfach alles so. Auf alle Fälle hat der Die Jerry Bruckheimer Schlachten, gesagt, ja, ne? Also die schlachten halt eben total aus. Also das wird halt immer lächerlicher mit seinem Rumgespinne. das kommt auch noch dazu, dass er ja behinderter wird und das ist einfach, naja, ich bin kein Fan von der Flucht der Karibik-Reihe, ich hab mir Na, vielleicht ein bisschen raus. Schauen wir lieber nur mit Black Sail, so die Serie, wenn ich was Cooles mit Piraten sehen möchte. Jerry ja, Bruckheimer das hat auf passt. alle Fälle gesagt, dass die Reihe für Disney nur sehr wichtig ist und dass zum 6. Teil aktuell 2 Skripte vorliegen, mit denen vielleicht gearbeitet werden könnte. Mhm. Mal gucken. Bin ja gespannt, ob sie einen Johnny Depp wieder mit rein dann. Wenn sie eine Szene brauchen, wo jemand in der Bett scheißt, dann kann da vielleicht die erste Wahl sein. Das macht aber normal Amber Heard. Ja, aber Die er hat hat er ja die mit Big geschissen. Erfahrungswerte. Die hat er mit Big geschissen. Er kann nicht dann, Angeblich. na 100 Pro. Aber wie gesagt, wie ich schon oft gesagt habe, mir war das wurscht, die darf mal auf den Bauch aufscheißen, die Amber Heard, die darf alles da. Da Ah, würde ich die, das kann man nicht oft nur sagen, ja. ja, also das ist eine Göttin, diese Frau, da würde ich die Erdnüsse aus der Scheiße essen. Heidewitzka. Was soll ich machen? Kriegen wir schon wieder ein R-Rating. Ja, wahrscheinlich. Aber da kommen wir eh nicht raus. Was hast du noch dabei, Alter? Ich habe nur eine News, da müssen wir jetzt ein bisschen mehr Zeit einplanen, weil die ist ziemlich umfangreich. Ich habe jetzt, ich glaube, fast 2 Stunden gebraucht, dass ich mich da einlesen habe können, weil das echt eine komplexe Thematik war. Oh, jetzt bin ich ja gespannt, was das wird. Und zwar, angeblich hat es ein Treffen zwischen Lucasfilm und der Sydney Sweeney gegeben und sie soll in einem neuen Star Wars-Projekt mitspielen. Punkt. Gerüchteküche brodelt also. Ja, da geht es ziemlich heiß her, da gibt es wahnsinnig viele Infos. Es ist wirklich nicht mehr da, wie in dem Satz war. Geil. Gibt quasi gar nichts. Ich glaube Ja, auch immer noch nicht, dass das stimmt. Das hat sich halt irgendwie ausgedacht und einen die Artikel ist draus wahrscheinlich, gemacht. die Aber ist wahrscheinlich an ja, dem Büro vorbeigegangen und dann haben sie einfach mal was geschrieben, damit sie wieder irgendwas posten ja, können. Und Star Wars geht genau. immer einen bekannten Schauspielernamen dazu geschmissen und dann habe ich meine Klicks und Aufrufe und fertig. Ja. Und sie ist Funktioniert. momentan ziemlich hot am Hasseln. War natürlich eine Wahl, da schon irgendwie Sinn machen, aber schauen wir mal, ob das jemals passiert. Ja, mal gucken. Man weiß ja gar nicht, ja gut, vielleicht wenn dann irgendwie vielleicht eine Rolle für die nächsten Filme, die jetzt dann kommen sollen, weil Serien, glaube ich, ist jetzt gar nicht mehr so viel angekündigt, weil es kommt jetzt noch jetzt läuft da gerade die Acolyte und danach Mhm. kommt noch die Skeleton-Serie und dann glaube ich, war es jetzt erst einmal mit Star Wars-Serien. Zumindest habe ich jetzt aktuell nichts mehr auf dem Schirm. Ich glaube zwar, dass wahrscheinlich Ahsoka noch eine zweite Staffel kriegt, aber wie es mit Mando zum Beispiel ausschaut, der wird ja per Film fortgesetzt jetzt erst einmal. Ob Book of Boba, keine Ahnung, mal gucken.
was die gute Frau macht. Das läuft jetzt mit The Acolyte. Die hat übrigens, The Acolyte hat jetzt gerade mit Folge 5 eine der krassesten Sachen, die Star Wars bis jetzt halt abgezogen hat, mit rausgehauen. Also das hat so geil, das war so eine geile Folge. Also eiskalt, wie da umeinander geschnetzelt wird, ist schon lange nicht mehr umeinander geschnetzelt worden. Zauberhaft gewesen. Jetzt will ich sagen, dass eine Star Wars-Serie brutal ist. Ja, die war, also der Sith Lord, der da kommt, jetzt hat der neue, er ist schon eine ziemlich eiskalte Sau. Das ist, ich bin gespannt, wie es mit, ich hoffe, dass der weiterhin so bleibt, so richtig abgebrüht, eiskalt, wie er jetzt da war. Oder ist auch, wenn er ohne absticht und so, dann schreit der andere ihren Namen und dann sagt er so, war das etwa, also, wie hat er gesagt? Ich weiß nicht mehr genau, aber er betrachtet jetzt nur als Gegenstand. Hieß es so, genau, hieß es etwa so, hat er gesagt. So denkst du, Alter, du hast jetzt gerade eigentlich ein Kind umgebracht, weißt du, was ist eigentlich mit dir? Das ist ein Wheeling. Ja, bin gespannt. Die Serie wird zwar ordentlich gereviewbombt. Die hat auf IMDb, glaube ich, auf 3,4 von 10. Was ich mal gelesen habe, war anscheinend, ist da schon wieder ganz groß wegen Wokeness umeinander geschissen worden. Okay. Kann ich in dem Fall, wenn man es unterstellen möchte, dann kann man es in einer Szene, die genau 1 Sekunde lang dauert, da ist nämlich irgend so ein Fährtenleser dabei, das ist irgend so ein Biber-Ratzen-Alien, weiß man nicht, was der für Geschlecht hat, und dann sagt der eine, was ist mit ihr, ihm, they? Und sagt er dann diesen geschlechtsneutralen Begriff noch. Und dann hast du so eine Serie, die dauert, sagen jetzt einfach mal pauschal, 5 Folgen, 5 Stunden, ist weniger, ist ja wurscht, aber es dauert insgesamt 5 Stunden und du hast 1 Sekunde, einen Satz, 1 Sekunde, und deswegen wird anscheinend die Serie da schon wieder voll gereviewbombt und gebasht und was weiß ich und keine, also, ja, Star Wars. Das ist ja noch nichts Blödes. Ja, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich der Never Raven verzeiht irgendwas vom Plot, der sie an sich, aber der Plot an sich ist halt auch brutal dumm bis jetzt. Redst du von Acolyte? Keine Ahnung, halt einmal. Hast du ein Interview mit einem Vampir, den Film gesehen? Mehrmals früher, ja, da haben wir oft geschaut als Kind. Hast du die Serie dann schon mal angeschaut? Nein, weil es mich überhaupt nicht interessiert. Ich weiß nicht, warum man da eine Serie braucht dazu. Mich interessiert es auch nicht, ich habe es nicht gesehen, aber für alle, die die Serie schauen, freut euch, denn es kriegt eine 3. Staffel. Yay! Ich habe nicht gewusst, dass es eine 2. gibt. Ja. Ich wollte mir die damals, als die 1. Staffel rausgekommen ist, hätte ich mal spekuliert, dass ich es mal anschaue, aber das ist dann komplett an mir vorbeigegangen und ja, ich habe nie wieder nachgedacht. Ja, ich glaube, verpasst man jetzt wahrscheinlich auch nicht unbedingt so viel. Ja, sie wird immer relativ, also ich glaube, dass sie immer relativ gut bewertet wird, was ich so am Rande mitkriege, aber ich habe, wie gesagt, bisher, da müssen wir wirklich eine richtige Flaute an Serien oder sonst irgendwas sein, dass ich sage, jetzt hau ich mir die eine. Ja, brutale Flaute. Da muss halt eigentlich alles kaputt sein und nur noch eine Serie gehen, glaube ich. Ja. So in die Richtung kann man es auch sagen, ja. Warum bist du immer so aggressiv gegen alles? Mache ich gern Stimmung. Wahnsinn. Ich lebe im Rottal, ist färbt ab. Ah, okay, ja. Blau. Was hast du dabei? Erzähl dir, was du dabei hast und hör auf mit dem Nazi-Zeug. Ich habe nur 2 Spielsachen dabei. Spielsachen? Ja, also Sachen zu Spiele. Ah, jetzt. Wir spielen jetzt ein bisschen. Und zwar habe ich wieder eine ähnlich dichte News wie die gerade von Star Wars. Da geht es diesmal um Verfilmung von Metal Gear Solid. Leg du bitte nicht die richtigen Sachen ab. Das heißt ja schon seit 100 Jahren, dass der Film kommen soll, oder? Ja, mal war der Oscar Isaac, der Solid Snake, dann haben sie es wieder eingestampft, dann wieder doch nicht. Und jetzt gibt es die Aussage vom Produzenten Ari Arad, dass sie noch aktuell noch dran arbeiten. Also momentan schreiben sie das Skript neu. Und ja, es wird alles ganz wunderbar toll werden. Schauen wir mal. Ich bin gespannt. Ja. Bock hätte ich schon drauf. Ich habe zwar jetzt nur Teil 1 und 2 bisher gespielt. Die Reihe werde ich dann durchziehen, wenn das Remake von Teil 3 kommt. Dann werde ich mal Metal Gear Solid Marathon machen, weil ich habe Teil 1 und 2 geliebt. Das sind unglaublich gute Spiele. Das ist halt ein bisschen schon, weil ich glaube, die Lizenz liegt ja bei Konami und Hideo Kojima ist ja mit denen
Brocher oder hat ja mit denen Brocher, Ja. mehr oder weniger. Und das war ja eigentlich, war es ja perfekt für ihn mal seine erste Regie, aber zum Mal mit einem Metal Gear Solid Film oder das erste Drehbuch schreiben oder was weiß ich was, weil das ist ja so sein Mhm. Ding eigentlich. Schaut, dass das nicht passieren wird. Das macht halt dann vielleicht bei Death Stranding, der ja über A24 vorkommt. Ja. Er wird halt auch nicht jünger, gell? Ich glaube, der ist schon in die 60er. Ja, Und jetzt aber der neue schaut nicht Projekte, da ist einfach gleich der ist aus. Japaner. Aber, ja, was soll Japaner das? altern ja nicht. Die sind 60 und schauen aus wie 25. Ja, das Ich ist bin wirklich 14 krass. und schaue aus wie 35-jährige zanksuffene Sau. Das ist wirklich, deswegen müssen wir mal so früher mit dem Aufnehmen aufhören, weil du nicht so lange aufbleiben darfst. Ja, das ist ja das. Mom steht schon wieder mit dem Kann da Kochlöffel in der Tür drinnen und wartet, dass wieder Pfotzen nicht hauen kann. Ja, aber eigentlich brauchst du gar keinen Metal Gear Solid Film, weil du spielst einfach Metal Gear Solid 4 durch und da ist nämlich die Schlusssequenz, ja, die Schlusssequenz, die da kommt, die dauert 1,5 Stunden. Ja, das ist irre. Das Völlig ist, gestört. das ist richtig geil. Und du denkst, okay, ich spiele jetzt schnell fertig und dann hier auf. Nein, du sitzt dann noch 1,5 Stunden da und schaust den Film an. Das ist, das ist auch nicht überall so gut angekommen damals. Hat nicht jeder so geil gefunden. Was haben sie noch? Ey? Aber, ist schlimm. Aber echt, Banausen. ey. Aber echt, ey. Da kriegst du wenigstens noch was für dein Geld bei Metal Gear Solid. Ja, genau. Nächstes Aber Jahr so ein was, also, ja, was? Na, verzeih. Na, jetzt verzeih du zuerst. Ja, okay, dann verzeih ich zuerst. Ich wollte gerade sagen, dass nächstes Jahr anscheinend der Scary Movie 6 kommen soll. Hoffentlich wird er wieder so gut wie der dritte Teil. Das war wünschenswert, weil mit dem 4. kann ich auch noch viel lachen, aber schon nicht mehr gar so viel. Aber der 5. ist eine Grütze vor dem Herrn gewesen. Da habe ich Augenaids gekriegt. Das ist echt Super Wahnsinn. Augenaids. Seitdem habe ich sogar Glosaugen und die Hinaugen und den Fuß. Das ist, leck mich am Arsch, ist der 5. Teil ein Scheißdreck gewesen. Das ist schon bitter. Der dritte war echt, also für mich war der dritte der stärkste. Ja, der dritte Der war ist so, so gut. was ich mir da in die Hosen scheißen kann bei dem Film, immer noch. Und ich habe den Ja. Film mittlerweile, was weiß ich, 10 Mal gesehen und ich muss jetzt mal wieder brechen zusammen bei dem ganzen Scheißdreck. Hey Leute, dieser dumme Witz, wo der Hut immer größer wird. Ja. Kann ich jetzt mehr ausflippen. Das ist so ein Weltklasse. blöder Witz. Und der geile, die Hunde spielen verrückt Witz, mit dem kann die Witz zusammenbrechen. Geil. Schreib mal da. Ja, ich nicht, ich mache Resident Evil 4 weiter. Oh ja, unbedingt. Also übrigens, da ist letztes Wochen, gestern glaube ich, gestern oder vorgestern ist ein neuer Kurzfilm dazu rausgekommen von Resident Evil, also ein Fanfilm, der behandelt da, wie ist das, A Keeper's Diary, glaube ich. Und das ist eine Notiz, die findet man im ersten Resident Evil Spiel. Da geht es um, ich habe das dann nur mal gewusst, weil in dem Fanfilm sagst du Jill Valentine, wie er so eine Notiz findet und da steht drauf, itchy, tasty. Und dann haben wir so gedacht, das kenne ich irgendwie, das kenne ich. Ja, Kennst, gell? Und ja, dann habe ich mir nachgelesen, das ist praktisch die Notiz, die man im Spiel gefunden hat und die Geschichte, da haben sie jetzt eine Geschichte dazu dahinter gemacht, so 20 Minuten Fanfilm mit 55.000 Budget. Ja, kann man sich anschauen, ist cool. Ist jetzt halt kein Zombie oder sonst irgendwas Eskalation, sondern verzeiht halt einfach so die Geschichte von dem, der diese Notiz geschrieben hat, was er gemacht hat und so. Das war ja quasi das ist eine von den ersten, glaube ich, oder Notizen, die man findet. Das kann sein, ja. Oder es ist eine längere, mehrteilige, glaube ich sogar, wo ja der Autor quasi erzählt, wo es mit dem so passiert, ne? Mhm, genau. Das war ja, glaube ich, das. Ja, das kann tatsächlich ganz geil sein. Ist auf der YouTube-Seite von Resident Evil selber, kann man sich den anschauen, 20 Minuten, macht man nichts verkehrt. Es sind sogar gerade 15 Minuten, weil ich glaube, dass da 5 Minuten Abspann laufen. Es gibt sogar eine Post-Credit-Scene, die ist aber nicht wirklich wert, dass man sich so schaut. Aber der Film selber für 15 Minuten ist das okay. Passt. Machst du nichts verkehrt, wa? Nehmen wir mit. Tu es. Wo wir gerade bei Spiele und Verfilmungen und Vermischungen derer haben, gibt es ja nur so eine halbe Nachricht zu einem möglichen Film von Elden Ring, was ich persönlich natürlich wahnsinnig geil finden darf, aber mit dem Film ist da mit Sicherheit nicht da. Eigentlich müsste es eine Serie sein. Da hat vor kurzem, also vor ein paar Tagen, der From Software-Chef selber, der Hidetaka Miyazaki, in einem Interview mal gesagt, also hat sich da eher positiv geäußert drüber über Verfilmung, war schon eine gemütliche Sache, aber sie selber kannten das nicht mehr, weil sie einfach da null Expertise haben, sie brauchen da einen starken Partner, dann sollte dem aber nichts im Wege stehen, so quasi. Mhm. Und an Elden Ring, an der Lore, hat ja ein bisschen so der George R.R. Martin mitgewirkt. Damit der ja nichts dazu Game of Thrones machen muss, der
Ja, macht er alles andere nicht, außer sein letztes Bier fertig, das wissen wir ja. Mist, Aber der war noch ewig Zeit, ich meine, der ist ja erst ja, 98. der ist in der Blüte seines Das, Lebens. naja, da geht er lang. Ja, easy peasy lemon squeezy, sagt er. Genau. Und jedenfalls hat er sich jetzt auch dazu geäußert, aber eigentlich auch nicht. Also, naja, es ist halt, er hat also einen Blog, da hin und wieder Mhm. mal ein bisschen was schreibt. Und da hat er über einen Haufen verschiedene Sachen geschrieben und zwischendrin hat er dann Folgendes geschrieben. Oh, and about those rumors you may have heard about a feature film or a television series based on Elden Ring, I have nothing to say. Not a word. Nope, not a thing. I know nothing. You never heard a peep from me. Mum, mum, mum. What rumor? Halt doch dein Maul, du Trottel, schreibt drunter. Kann man da Ja, kommentieren? also, keine Ahnung, glaube nicht. Schick mir einen Er, Link, er weil ich hat fing quasi noch an. nichts gesagt. Man Ah, kann okay. da jetzt natürlich viel interpretieren, was manche Newsseiten jetzt machen, aller, oh, da weiß ich aber nichts davon. Nie. Und sie arbeiten schon lange dran, aber ehrlicherweise glaube ich das nicht. Okay. Kann man nicht vorstellen. Aber Bock hätte ich drauf, weil, auch wenn ich es nicht Ja, gespielt habe, aber wo ich ihn gesehen habe und so, ist das echt eine unglaublich geile Welt und ein unglaublich geiles Design. Stell mir, total. vor allem ich jetzt gerne im Kino, glaube ich, dann, vielleicht halt dann mehrere Teile, wenn man, wenn du, wie du sagst, Film das alles nicht abdecken kann. Aber stell mir auf der großen Leinwand, da ich mir das geil vorstellen. Außer sie hauen also eine Qualität, so eine bildliche Qualität eine wie bei Ringe der Macht. Weil ich sage jetzt mal, wenn man kann von Ringe der Macht halt, was man möchte, aber bildlich, glaube ich, hat man noch nie so was Hochwertiges in der für der Serienproduktion gesehen. Das ist echt unglaublich. Im Prinzip war der kürzeste Weg Zusammenarbeit mit Sony, nehme ich mal an. Und wenn man sich zum Beispiel The Last of Us anschaut oder sowas, oder wo sie die allgemein mit ihren Marken gerade machen, kann da auch eine ziemlich geile Sache rauskommen, denke ich mal, wenn Ja, die das übernehmen daten. Also da war, glaube ich, schon Potenzial da. Ja, aber selbst wenn das jemals passiert, da glaube ich, haben wir noch viele, viele Jahre davon entfernt. Ich glaube, da kommt erst einmal ein zweiter Teil, bevor da eine Serie gemacht wird. ist da schon was angekündigt zum zweiten Teil oder gibt es da auch schon irgendwie Gerüchte? Na, nichts wirklich Handfestes. Das werden wahrscheinlich schon machen, weil das Ding halt einfach wahnsinnig erfolgreich war. Wie Ja. es das dann machen und wie es das umsetzen, keine Ahnung. Die Hm. haben jetzt, glaube ich, die haben jetzt von dem DLC schon über 5 Millionen Stück verkauft. Also Ehrlich? läuft, ja. Ich habe halt, heute noch gelesen, dass da gibt es doch die eine Streamerin, die das alles so krass ohne irgendwelche Rüstungsteile oder sonst irgendwas nicht durchspielt. Weißt du, wen ich meine? Was Ich da von kenne der. einen Streamer, der das macht, einen Österreicher, ziemlich lustigen. Na, da gibt Aber es irgendeine Dame, meine ist das. Ich habe ihn nur gelesen, weil ich es das letzte Mal drüber geschmerzt habe zum Talkthrough, dass es so schwer ist, dass sie da voll beschweren. Und da hat es geheißen, even she struggles with Earth Tree. Ich hab's dann blockiert, die Seiten, weil man dachte, die Berichte über Frauen auf die Woke Scheiße, ich hab keinen Bock. muss Kann aber ich, irgendwo Konsequenzen ziehen. ja, aber echt, wenn ich Wokeness möchte, dann schaue ich mir Star Wars an. Wer sich übrigens für die ganze Story und Lore und die ganzen Hintergründe von Elden Ring und ihrer ganzen Geschichte interessiert, weil es ist im Spiel nicht alles so leicht nachvollziehbar. Es gibt einen YouTuber, der heißt Vati Vidya, also Vaati Vidya. Und der bereitet das wahnsinnig gut auf. Also du kannst da, auch wenn du jetzt Elden Ring nicht gespielt hast, du kannst du dem seine Lore-Videos anschauen und das ist einfach nur gut, weil der hat das alles zusammengefasst und bespricht das alles mit geil zusammengeschnittenen Videos aus den Spielen. Teilweise, ich weiß nicht genau, wie sie das machen, aber sie nehmen da quasi Elemente aus dem Spiel und machen da eine ganze Geschichte raus. Und das ist richtig interessant. Schaut euch das an, wenn ihr da Bock drauf habt. Vati Vidya heißt der. Wenn ich dran denke, dann verlinke ich, dann haue ich da in die Beschreibung sein Ding rein. Wenn ich dran denke, es ist, also ich habe es nicht glauben können, aber es passiert tatsächlich, vor allem nach diesem letzten Desaster namens Hellboy. Der letzte Film ist ja furchtbar gefloppt und war aus nachvollziehbaren Gründen ist er furchtbar gefloppt. Aber es gibt einen neuen Film. Und dazu gibt es jetzt auch schon einen Trailer. Aber leider können wir uns keine Trailer mehr miteinander anschauen, weil nämlich Fotzen YouTube uns dann ständig die ganze Laufzeit und alles rausstreicht. Also schaut euch die selber an, den Trailer zu Hellboy, falls euch interessiert. Was wir uns aber anschauen können, ist
noch der neue Cast für One Piece Staffel 2, da das nämlich nur Bilder sind, denke ich mal, kann man die Show einblenden, ohne dass man sämtliches Geld, was wir hier verdienen, verliert. Da bin ich ja gespannt. So, schaut's hier. Ich kenne keinen einzigen von denen 3. Ja, wobei, ihm habe ich schon mal gesehen. Aber die 2 weiß ich jetzt gar nicht. Nein, sagt mir jetzt auch nichts. Dann hier noch, kenne ich auch keinen. Aha, aha. Aber geil, Smoker. Auf den freue ich mich schon. Und jetzt kommt aber einer noch, und das ist richtig geil, dass die mitgecastet haben, vor allem für eine sehr geile Figur, die ich sehr gerne mag aus dem One Piece-Universum. Der David das Melchior als Mr. Three. Oh, Sehr der ist geil. stark. Ja, das ist richtig geil. Und die Figur ist halt auch super. Also, habe ich schon Bock drauf. Freue mich wieder. Und vor allem freue mich, dass es wirklich schön weitergeht, dieses ganze One Piece-Zeug hier. Der hat ja eine saugeile Rolle in Behinderung schluckt wieder zu. Suicide Squad. Ja, genau. in das Suicide Squad, gell? Wir wollen Ja, das genau, nicht mit in dem den ersten Teil verwechseln. Ja, er ist Nicht der von Will allgemein. Smith. Er ist ein Ding, ist er. Jetzt hat sein Film, der jetzt rausgekommen ist, wo er die Hauptrolle hat, wie ist das gleich? Late Night with the Devil. Also der Film ist sehr stark und also ich sag den Typen sau gern, ich mag den, der ist irgendwie voll sympathisch. Ich sag den gern. Das war's. Hast du noch irgendwelche News dabei? Nein, ich bin durch. Ich habe alles abgeliefert, was ich dabei gehabt habe. Ja, ordentlich abgeliefert. Dann habe ich gerade nur die Kinostarts der Woche, die ich als wichtiger erachte. Das war Schieß los. Army Maxine, der 3. Teil vom Western X-Trilogie. Nein, kommt endlich. geht jetzt los, endlich. Der kommt diese Woche, geht das los. Jupp. Dann kommt dann kommt noch A Killer Romance. Der Film war mir jetzt ehrlich gesagt irgendwie nicht so wichtig erschienen, aber Der soll sehr gut sein. ja, genau. Da dran alle voll durch, dass der Film so gut sein soll. Und den Hauptdarsteller feiern auch alle so. Ja, der bis jetzt eigentlich nur Romcoms und irgendwie lauter Müll abgeliefert hat, mehr oder weniger, und eigentlich mehr so als Posterboy in Erscheinung Ja, getreten genau. ist, glaube ich. Gell? Und jetzt soll er auf einmal so ja ziemlich gut sein. Bin ich gespannt. Werden wir vielleicht sogar mal anschauen, aber ich weiß nicht. Und der Yorgos Lanthimos haut auch schon seinen nächsten aus, den Kinds of Kindness. Ich habe irgendwie noch im Gefühl gehabt, dass Poor Things erst vor 3 Wochen im Kino gelaufen ist. Also das kommt schon die nächste Ding. Naja. Krass. Werde ich mir auf alle Fälle anschauen, weil der Kerl nämlich auch immer gut abliefert und ich finde den Trailer schon so geil. Ja, geil finde ihn. Jetzt ist nur der 60 München gekommen. Ich bin auch da, wenn es wird. Ja, aber der schön, dass du da bist. Leider kommst du jetzt gerade zum Ende der Show. Wir sind nämlich jetzt fertig mit unseren super Neuigkeiten aus der Kassettenwelt. Und ich habe auch schon keine Lust mehr, weil ich muss mir jetzt nämlich nur die 5. Folge The Boys fertig anschauen und dann möchte ich mit Resident Evil 4 weitermachen. Oh Gott, da müsst ihr mal anfangen mit der Boys fix. Allgemein oder jetzt mit der 4. Staffel? Nein, jetzt mit der aktuellen Staffel. Ah, okay, gut. Weil wenn es jetzt nämlich Da allgemein gesagt gesagt gefreut und jetzt schau ich nicht durch, Depp. Tu es, die ist echt wieder sehr gut. Vor allem ist es so geil, weil sie so geil mit dem zeigt, der ist ja gerade auf der Welt halt so basiert mit diesem ganzen Rechtsscheiß-Populismus und den ganzen Wichser-Dreck, der unterwegs ist. Und das ziehen sie gerade auch so geil mit auf in einer Staffel Ja, jetzt. das haben sie schon angedeutet gehabt in der letzten. Sehr geil auf alle Fälle mit Wie umgesetzt. viele Folgen würden die haben? Haben die nicht immer 8 gehabt? Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel. Ich glaube, dann kann die langsam anfangen, da muss ich nicht lange warten. So jetzt machen, weil ich nehme mir jetzt vor, dass ich da jeden Tag einen Spoiler schicke. Dann werde ich jetzt sofort blockieren nach dem Gespräch. Na. Ja, passt. Der 60 München schaut es dann nach, das finde ich gut von dir. Aber sehr trotzdem schön, du versucht, dass einer kommt. Der Philipp hat es leider auch nicht geschafft, der Dragon Cry. Er muss Gurken ernten. Ich glaube, dass er in Wirklichkeit das mit den Gurken tut, was ich damals in der Speziwirtschaft verzeiht habe, von früheren Freunden von mir, die Gurken ausgehöhlt haben und dann zu Masturbationszwecken benutzt haben. Was zur Hölle? Ja.
Aber da gehen wir vielleicht auch Okay. anders mit drauf eingehen. Ja, ich sag vielleicht machen wir danke. da einen eigenen Podcast. Das ist, glaube ich, ein Ja, erfüllendes der Gesprächsthema. Gurkenwichser nennen wir uns dann einfach. Ganz simpel. Simpel, aber effektiv. Die Gurkenwichser sind wieder unterwegs. Ja, genau. Sehr Ich schön. sag, Seppi, danke, dass du mitgemacht hast und mich nicht allein Sehr lassen gern. wie die anderen zwei Sehr gern. Schwänze. Und danke an die Leute, die zugeschaut haben. Wir sehen uns, wir hören uns morgen. Morgen kommt Volex raus. Und sehen uns dann wieder nächsten Montag. Außer uns fällt irgendwann einmal ein, dass wir wieder mal streamen, keine Ahnung. Kann eventuell passieren, wer weiß. Eventuell, ja. Aber wenn es passiert, dann sagen wir es euch. Alles klar. Wiederschauen. Ciao, ciao. Boom. Knappe Haben 6 wir raus? Stunden Wiedergabe jetzt. Sehr schön.